Et kann in eng wie hunn wie den Herr Feio, dat das richtig kann ich noch ein bisschen eng aner hunn an mir hunn eng liicht aner. Los mich direkt klar sinn, d'Opregung, die Hai awer opgefordert gëtt, die ass awer relativ selektiv und auch ein bisschen unglaubwürdig. Die Realität, die nämlich ignoriert gëtt, dass dass eng Ingerenz an einer Länder, dat gët doch gemacht von europäischen Ländern, dat gët doch von der EU gemacht. Iwer uns Partyprogrammer, nicht immer so direkt mehr iwwer ONGen oder Projekte, die finanziert gehen auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Migration, Gesellschaftspolitik an anderen Ländern. Dat als legitim kann ich sagen. Mir feiert dazu, dass eine bestimmte politische Richtung strukturell gestärkt wird. Und das gesinn die Länder auch, wie viel immer Kooperation geschwärzt, das gesinn die Länder auch als Ingerenz. Aber wie wäre es dann an den letzten Jahren? Wie oft haben wir Warnungen hören, auch von Lützeburger Politikern, von europäischen Politikern, Kommentare und auch ganz klar Parteianholen an den amerikanischen Wahlen. Wie viele Leute haben auch in Europa klar abgerufen, Kamala Harris zu wählen und nicht den Trump? Wir haben übrigens an dem amerikanischen Wahlkampf komplett rausgehalten und waren neutral. Und ich kenne ein ganz kokasses Beispiel, das war noch den Herr Asselborn, der war Außenminister 2017, wo der gesagt hat, am französischen Präsidentschaftswahlkampf, Madame Le Pen müsste gestoppt gehen. Stell dir mal vor, ein ausländischen Außenminister sieht im letztebäuerischen Wahlkampf, der SAP muss gestoppt gehen. Dann ist die Abregung groß. Wir können da mit den anderen machen. Und das ist pure Hypokrisie, das ist Doppelmoral, die hier herrscht. Ich wollte aber mal ein bisschen nicht nur auf Form, sondern auf den Inhalt. Und das ist das, was doch nur geschwärzt wird, dass wir was kritisieren, die USA. Das ist nicht der Trump, den der Papaya da geschrieben hat, das ist Amerika. Wir werden kritisieren die Europa. Nicht, weil sie als Gegner sind, am Gegenteil. Sie sehen uns als Partner. Also gehen als Partner, weil wir fundamental dieselbe Basis haben. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat. Wir gehen mit Amerika zum selben Zivilisationsraum und sie waren immer als Partner. Es geht noch nie weit. Und in den USA spielt die Herkunft eine wichtige Rolle, mehr wie bei uns. Und dafür verstehen wir vielleicht nicht immer hier Evaluierung. Sie sehen sich ja selber als europäischstämmig, als Iren, Deutscher, Italiener, auch viel auch als Lützeburger. Sie sind sozusagen regelrecht an die deutsche Familie als Cousin. Also sind als zweimal befreit am letzten Jahrhundert, also sind als die stärksten NATO-Partner. Und du wennst willen du am Funk, und das ist etwas zu bezwecken, stärkt als selbstbewusst Europa, kein schwachen Kontinent. Und du wennst das doch legitim, dass Partner sich gegenseitig so, wenn sie mengen, dass etwas nicht richtig läuft. Aber wir müssen mal ehrlich sein. Massenimmigration. Die Situation ist in vielen europäischen Ländern aus dem Gleichgewicht geraten dadurch. Parallelgesellschaften, Unsicherheit, Polarisierung in der Politik, das dürfen wir doch nicht einfach ignorieren. Brexit, das kommt nur 2015 durch Migration. Abheben vom Schengen-Akkord kommt durch Migration. Und all die Parteien, die gut in der Macht will tun, sind heute an den meisten europäischen Ländern die stärksten Kräfte. Und dadurch muss die Migration, die politische Stabilität, die ihr immer wollt, die ist hin. Und das ist das Resultat von der Massenmigration. Dann zweitens, das ist etwas zu der Green Deal. Der Green Deal als ein ideologisches Projekt gegen die Industrie, Energiepreise explodieren, Millionen Arbeitsplätze sind Gefahr, während China und die USA immer weiter produzieren. Der Green Deal als wirtschaftliche Selbstmord. Das ist die Realität, da haben sie recht. Und drittens dann Meinungsfreiheit. Digital Services, a Cancel Culture. Missliebige Meinungen gehen nämlich gern gesehen hier in Europa, viele Länder. An eine Demokratie muss Stimmen aushalten, liebe Kollegen, und nicht Kirche ausschüchtern. Meinungsfreiheit steht auf vielen europäischen Ländern unter Druck. Und ich just nicht weit gucken, in Deutschland, da war eine Affäre, da war ein, den hat Schwachkopf gesucht für den Minister Habeck, und der konnte in ein Haus durchsuchen. Dem Punkt sind wir angekommen an Deutschland. Und das ist das, was Sie kritisieren, das ist die Realität. An Amerika gehen so Schuss. Dürfen du das so und froh, als wir den Courage auch als Europäer selber an den Spiegel zu gucken, und dir den Courage. Weil das ist nicht so einfach für die so. Wir als AD so klar, wir wollen eine starke transatlantische Partnerschaft basierend auf Respekt und Gleichgewicht. Wir wollen in Europa, das seine Probleme aber unerkannt, seine Bürger echt hält, als seine Zukunft an die Hand hält, an eine Kritik von einem Freund als keine Bedrohung, sie als eine Chance. Los uns das Debatte nutzen, nicht für politische Punkte zu sammeln, sondern für Lützeburg und Europa mehr stark zu machen. Das ist nicht merci.